Ja, das war die erste Portion Hard Music. Wir kommen zur Strong Message. Nehmt euch Platz. Bist du auch wie ich im Verlauf der letzten Woche im Kino gewesen? Dune 2 hat ja Premiere gehabt. Und das fantastische Sci-Fi-Epos ist einfach eine Wucht, finde ich. Jetzt sind wir aber hier ja nicht in der Cinemato Church, sondern es ist Metal Church. Bei uns geht es um Musik und nicht um Film. Und darum eine Musikfrage an euch. Wer sind die ursprünglichen Spice Girls? Nein, nicht Victoria Beckham und Co., sondern natürlich die Bene Gesserit. Der Nonnenorden in der Dune-Saga, wo im Hintergrund alle Strippen von Macht zieht. The Spice must flow, ist das Motto in Dune. Spice, die Substanz, die das interstellare Reisen erst möglich macht. Spice in der Musik oder im Film, ja, ihr seht, wir kommen heute Abend also doch nicht um Dune herum. Wir schauen ein paar Ausschnitte aus dem Filmtrailer. Diese Welt ist unvorstellbar grausam. Ihr bekämpft die Hakon seit Jahrzehnten. Meine Familie bekämpft sie seit Jahrhunderten. Sie wurde massakriert. Wie auch mein Vater. Dein Vater war kein Freund von Rache. Wir glauben an die Fremen. Lasst mich mit euch kämpfen. Glaubst du an Paul? Es gibt Zeichen. Der Prophet, warum ist das etwas Schlechtes? Nutze es! Weil all meine Visionen ins Grauen führen. Weil du die Kontrolle verlierst. Weil ich sie erlange. Chani, glaubst du an mich? Sieh an, wer von den Toten zurück ist. Ich tue, was getan werden muss. Wir gaben ihnen einen Grund zur Hoffnung. Das ist keine Hoffnung! Johnny! Ich werde dich lieben, solange ich atme. Mit dieser Prophezeiung machen sie uns zu Sklaven! Das ist keine Prophezeiung, das ist eine Geschichte. Mich interessiert nicht, was du glaubst. Ich glaube daran. Ich bin Paul Muad'Dib Atreides, Herzog von Arrakis. Ich bin bei einer Aussage hängen geblieben, die im Film der Chani ins Maul gelegt wird. Im Original auf Englisch heißt: "This prophecy is how they enslave us." Es ist die Prophetie, wo sie uns damit versklaven. Gemeint ist die Verheißung vom Mahdi, wo die Missionarinnen vom Bene Gesserit Orden unter einem Wüstenvolk von den Fremen vor Jahrhunderten schon gepflanzt haben. Was meint Chani da? Wieso sieht sie die Prophezeiung vom Retter so kritisch? Wieso ist die Prophezeiung für sie nicht Grund zur Hoffnung? Im Film führt Chani aus, dass sie die Prophetie vor allem als Manipulationsversuch von der Bene Gesserit sieht. Nämlich in dem Sinn, dass sie vermutet, dass die Menschen ihrem Volk, die die Verheißung glauben, dass die leicht lenkbar sind. Und dass es bei dieser Prophetie gar nicht um ihre Befreiung geht, sondern sich nur einmal mehr sie ein Spielball der Mächtigen sind. Und dass am Ende wieder sie den Preis zahlen und die anderen den Gewinn haben. Ja, dass sie sich von dieser Prophetie hinhalten lassen, zu warten, anstatt das Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen und der Unterdrückung schon lange ein Ende zu machen. Wie ist es mit dem Messias? In der Dune-Saga ist es ambivalent. Ich nehme darum die Story zum Anlass, heute Abend mit euch darüber nachzudenken,
wie das mit der biblischen Verheißung ist, dass Jesus Christus bald zurückkehrt. Weil die Welt ist ja aktuell so in Aufruhr. Natur- und Klimakrise und die Gefahr vom dritten Weltkrieg ist auch nicht von der Hand zu weisen. Wie hilfreich ist das Gebet der ersten Christen? Maranatha, Herr, komm bald. Mit Dune im Hinterkopf kann man sich durchaus fragen, jetzt, bald 2000 Jahre später, seit Jesus gesagt hat, dass er zum Weltgericht zurückkommt, und er hat gesagt, dass seine Wiederkunft bald sei, ja, ist Maranatha auch nur eine Manipulation. Eine Hinhaltetaktik der Mächtigen. So einen manipulativen Bene Gesserit-Move. Folgen wir als Christen auch nur einem Drehbuch von einem Bene Gesserit-Movie? Schon Christen von erster und zweiter Generation haben sich die Frage gestellt, wieso dass es mit der versprochenen Rückkehr von Jesus dauert. Im 2. Petrusbrief lesen wir, wie der Petrus mit diesen Fragen umgeht. Wir führen uns darum das 3. Kapitel von diesem Brief Schritt für Schritt zu Gemüte. Der Jan liest uns jeweils einen kurzen Abschnitt und ich gebe euch anschließend jeweils meine Gedanken dazu weiter. Ihr Lieben, dies ist schon der 2. Brief, den ich an euch schreibe. Mit beiden möchte ich euch wachhalten, indem ich euch an die richtige Einstellung erinnere. Erinnert euch an das, was die heiligen Propheten einst vorhergesagt haben, und ebenso an die Lehre des Herrn und Retters, die euch durch eure Apostel überliefert wurde. Ich glaube, das erste Mal ist es wichtig festzuhalten, die Fragen sind legitim. Wenn Sie sich schon in der ersten Generation gefragt haben, wenn das bald von der Wiederkunft von Jesus wird sein, wie viel logischer ist es heute, dass wir uns die Frage stellen? Und es steht ja auch etwas auf dem Spiel. Wenn nämlich die Verheißung von Jesus, dass er zurückkommt und die Welt ganz in Ordnung bringt, nicht sollte stimmen, ja, was ist denn mit allem anderen, was er gesagt und gemacht hat? Petrus zeigt wegen dem darum einen wichtigen Zusammenhang auf. Er hat gesehen, dass in Jesus ein Haufen von dem, was Propheten zur Zeit vom Alten Testament verheißen haben, effektiv eingetroffen ist. Und das gibt ihm jetzt Vertrauen, dass das, was Jesus noch offen gelassen hat und versprochen hat, auch noch wird eintreffen. Es gibt eine vertrauenswürdige Linie von Zeugen über Jahrhunderte. Eine Linie von Blutzeugen, notabene, die selber unter den Mächtigen gelitten hat und nicht mit ihnen verbandelt ist, wie eben die Bene Gesserit in Dune. Und darum zeigt schon das erste Wort, das der Petrus braucht, an, dass das Ganze keine Manipulation durch die Mächtigen ist. Ihr Lieben, schreibt der Petrus. Und es kommt dann noch 4-mal mehr in diesem Kapitel vor. Das ist im Griechischen vom Neuen Testament der Begriff aus der Familiensprache. Wir sind angesprochen als ein echtes Gegenüber, als wertvolle Menschen, als Teil von einer neuen Familie. Maranatha, der Herr kommt bald, ist kein Trick von den Mächtigen. Ihr sollt vor allem eines wissen. In den letzten Tagen werden Menschen auftreten, die dafür nur Spott und Hohn übrig haben. Sie folgen nur ihren eigenen Begierden und sie werden sagen, was ist mit dem Versprechen, dass Jesus Christus wiederkommt? Inzwischen sind unsere Väter gestorben, doch es ist noch immer alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an war. Ja, es ist das Problem, dass Jesus noch nicht zurückgekommen ist. Damals und heute erst recht. Ja, schau in die Welt. Läuft es nicht wie Gang. Die Mächtigen sind immer noch mächtig und machen, was sie wollen. Und die Schwachen kommen unter die Räder. Die Kritik von Petrus zielt jetzt aber nicht auf die Menschen, die den Schmerz der Welt spüren und darum an der Verheißung der Wiederkunft zweifeln. Der Petrus bezeichnet vielmehr die Menschen als Spötter, die sich mit dieser Welt im Unrecht arrangiert haben. Es ist ja alles wie Gang, also spielt es keine Rolle, wie ich lebe und handle. Menschen, die darauf bedacht sind, dass einfach für sie genug rausschauen.
Sie folgen nur ihren eigenen Begierden, schreibt er. Der Petrus sieht dort, dass die Triebfedern für das Verneinen vom Zurückkommen von Jesus nicht intellektuelle Gründe sind, sondern dass es eine moralische Lauheit ist. Darum ist es wirklich so, dass alles ist, wie es gängig war und das Böse keine Konsequenzen hat. Wer das behauptet, der übersieht eines. Es gab schon mal einen Himmel und eine Erde. Gott hat sie durch sein Wort aus dem Wasser geschaffen. Und durch Wasser werden sie, auf sein Wort hin, zusammengehalten. Durch beide, sein Wort und das Wasser, wurde diese Welt vernichtet, als sie vom Wasser überflutet wurde. Der jetzige Himmel und die jetzige Erde werden durch dasselbe Wort bewahrt. So werden sie aufbewahrt für das Feuer am Tag des Gerichts, dem Tag des Verderbens für die gottlosen Menschen. Der Petrus erinnert daran, dass Gott schon eines massivst reagiert hat auf eine total verdorbene Welt. Und das gibt ihm Hoffnung, dass auch die ultimative Antwort wird erfolgen. Und er zeigt auf, dass es ein Trugschluss ist, zu glauben, die Welt funktioniere ja einfach so. Es ist immer noch alles so, wie es vom Anfang der Schöpfung an war. Das ist nicht ein Ausdruck von der Passivität von Gott, sondern ein Ausdruck von Gottes aktiv bewahrendem Handeln. Der jetzige Himmel und die jetzige Erde werden durch dasselbe Wort bewahrt. Gott hebt die Welt zusammen, sonst wäre sie schon längstens vergangen. Er hebt die Welt aktiv zusammen in allem Aufruhr. Aber wieso macht er sein Versprechen nicht wahr und kommt schnell und bringt sie endgültig ins Recht? Ist Gott eine Lauere? Leidet er wie gewisse Menschen an Prokrastination, an Aufschieberitis? Ihr dürft aber eines nicht vergessen, meine Lieben. Ein Tag ist für den Herrn wie 1000 Jahre, und 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Der Herr zögert nicht, sein Versprechen zu erfüllen, auch wenn einige das meinen. Vielmehr hat er Geduld mit euch, denn er will nicht, dass jemand zugrunde geht. Im Gegenteil, er will, dass alle ihr Leben ändern. Wir haben in unserem Bibelbier und Metal XXL letztes Wochenende eindrücklich gesehen, die Diskussion im Bibelstudium, dass unser Gott kein unbewegter Beweger ist, sondern ein personales Wesen mit Ecken und Kanten. Ein Gott mit Emotionen und Haltung. Eine Charakterisierung von Jahwe, die so ähnlich x-fach vorkommt in der Bibel, heisst: Gnädig und barmherzig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Langsam zum Zorn. Wir haben es heute Abend schon mit Adoramus zusammen gesungen. Langsam zum Zorn. Ja, Gott ist nicht gleichgültig gegenüber dem Bösen in der Welt. Er ist kein Täubeli-Bub, aber der ein bisschen wütig ist. Es ist nie von Wut von Gott die Rede in der Bibel, sondern vom Zorn. Und Zorn hat anders als Wut ein konkretes Objekt. Gottes Zorn richtet sich auf das Böse in der Welt. Die Sünde, das, wo wir Menschen das Ziel verfehlen. Aber er ist langsam zum Zorn. Seine Barmherzigkeit ist so viel grösser. Ja, zum Glück. Wer von uns könnte schon bestehen? Wenn wir in die Bibel genau heranschauen, dann vergeht zwischen der Gerichtsankündigung von Gott und dem effektiven Vollziehen immer Jahre, meistens Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte. Und warum? Weil Gott nie den Untergang und die Vernichtung will. Nein, er will immer das Heil und das Leben. Er wünscht sich nichts mehr als die Umkehr von seinen geliebten Kindern. Und wenn die Umkehr kommt, dann bläst er auch das Gericht ab, so wie zum Beispiel beim Prophet Jona. Das ist auch immer wieder eine Zumutung. Ihr dürft aber eines nicht vergessen, meine Lieben. Ein Tag ist für den Herrn wie 1000 Jahre, und 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Der Herr zögert nicht, sein Versprechen zu erfüllen, auch wenn einige das meinen. Vielmehr hat er die Geduld mit euch, denn er will nicht, dass jemand zugrunde geht. Im Gegenteil, er will, dass alle ihr Leben ändern.
Aber der Tag, wo Jesus kommt, wird kommen. Und wir reden in der Metal Church nicht umsonst vom Heavy Metal Jesus. Es wird die ultimative Metal Show. Ja, mit dröhnendem Sound und einer Pyroshow, wie wir sie noch nie gesehen hätten. Der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb. Dann wird der Himmel mit Getöse vergehen, die Elemente werden im Feuer verglühen und die Erde und alle ihre Werke werden offengelegt. Also gut, das mit dem Metal-Sound und der Pyroshow ist natürlich geflunkert. Bei Gottes Feuer geht es um Reinigung. Wie im Stahlwerk, wo das Metall im Feuer gereinigt und gestärkt wird. Gott plant nicht die Vernichtung der Welt, sondern die Reinigung und die Neuschöpfung. Und was hat das für Folgen für uns? Was bedeutet das alles für die Art, wie wir unser Leben gestalten sollen? Wenn alles auf diese Weise vergeht, dann bedeutet das für euer Leben jetzt, es muss von Heiligkeit geprägt sein und von der Ausübung des Glaubens. Wartet darauf, dass der Tag Gottes kommt, setzt alles daran, seine Ankunft zu beschleunigen. An diesem Tag wird der Himmel im Feuer vergehen und die Elemente werden in der Gluthitze schmelzen. Doch dann erwarten wir einen neuen Himmel und eine neue Erde, wie Gott sie uns versprochen hat. In ihnen wird Gerechtigkeit herrschen. Was denkt ihr jetzt zu dem Vorwurf von der Gianni, wenn wir die auf unsere Welt übertragen? This prophecy is how they enslave us. Ich höre beim Petrus nichts von Vertrösten und Aussitzen. Im Gegenteil, beschleunigen sollen wir die Ankunft vom Herrn. Aber nicht mit Revolten und Gegengewalt, sondern mit griechisch Metanoia, mit Umkehr, mit Umdenken, mit Buß, wie man früher noch gesagt hat in der Kirche. Weil das ist ja der Grund für die Geduld und das Warten von Gott. Er möchte, dass so viele Menschen wie möglich umkehren können zu ihm kommen und gerettet werden. Gottes Geduld ist also auch unsere Gelegenheit. Seine Geduld ist auch unsere Chance, zu arbeiten an einem heiligen Leben, sagt die Bibel, ein Leben, das Gott gefällt. Seine Geduld ist auch unsere Chance, das Evangelium von Jesus Christus in dieser Welt zu verbreiten. Weil wir wissen, dass der Tag kommen wird, wo der neue Himmel und die neue Erde erscheinen werden. Und zwar ein neuer Himmel und Erde, wo bis zum Rand mit Gottes wunderbarer Gerechtigkeit gefüllt sein wird. Seine Gerechtigkeit, wo er alles auf herrliche Art und Weise ins Lot bringen wird. Darum sollen wir schon hier und jetzt auf das Ziel anschaffen. Ihr Lieben, das ist es doch, worauf ihr wartet. Bemüht euch also nach Kräften, vor ihm makellos und fehlerlos zu erscheinen, damit ihr Frieden findet. Begreift doch, dass die Geduld unseres Herrn eure Rettung bedeutet. Bei einer echten apokalyptischen Weltsicht geht es also nicht um Endzeitspekulationen und sie führt auch nicht zu einem sich drücken vor der Verantwortung. Der Glauben an die baldige Wiederkunft von Jesus als Richter motiviert zu einem pflichtbewussten und guten Leben. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, dass es Jesus selber ist, Gottes Opferlamm, das uns makellos und fehlerlos macht. Und wir geben Petrus zum Schluss der Predigt noch einmal das Wort. Meine Lieben, ihr wisst das alles jetzt im Voraus. Gebt also Acht. Lasst euch vom Irrtum dieser Freveler nicht mitreißen und verliert nicht euren sicheren Halt. Wachst vielmehr in der Gnade und Erkenntnis, die unser Herr und Retter Jesus Christus schenkt. Er regiert in Herrlichkeit, jetzt und bis zu dem Tag, an dem die Ewigkeit anbricht. Ich lobe dich, Herr, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Wort ist eine Lampe für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Und Gottes Volk schreit: Amen.